Hallo, had je een goede Pinksten gehad? Vandaag wil ik met reden van wo onze Sorjen herkomen. Woont de grootste drie woorden zijn van wo onze Sorjen herkomen. En dat eerste, dat is einfach van angst. Wenn wir mal Menschen kijken dan van deze dag, dat die sagen einfach, dat 1 uit 13 Menschen haben met Sorgen te doen. En dat is im Ganzen, dat is in de ganze Welt. En die drie woorden, dat is angst, dat is Nich Vetruen haben en dat is in Ongloowen. Dat zijn de drie woorden van wat onze Sorgen alleween herkomen. Ik wil het nu bloß ganz kort even kijken, ganz kort bezien en dan later in de nächste weken wil ik de einzeln kijken, wo we kan met onze angst arbeiten, wo we kan angst overkomen. En ik kijk al verder weg naar dat is een ding wo ik paar jaar met geschafft heb. Ik ging in detox dag voor een paar jaar dat we doen studieren deiden, wo ons verstand te reinigen, wo met ons verstand te controleren, dat Gedanken vast te nemen. En krijg zo'n angst, wanneer we een angst hebben, wo we dat kan vastnemen. En dus dat ze studiert wie voor een paar jaar ben. En immer bara weiß Gott mij dat ik had nog waren een wortel van angst. En dat heeft dus dat ook de vertrouwen als du ben, de ongeloven als du ook met aan. En dat is alles een Sarah. En dat Sarah, dat komt einfach van den Dievel. Wenn wir in Sarah haben, wenn wir Arru haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir eine Angst haben, wenn wir nicht ein Vertrauen haben, nicht ein Glauben haben, das kommt alle von den Dievel. So, Angst is verten, wanneer we niet weten waar dat wat uitkomt. Wanneer we niet weten wat er passieren wordt. Dat geeft ons een angst. En aber wanneer we dat eerst weten, dan gaat de angst weg. En dan denken we zo, wat gruwelt ik mij doorver? Waarom wil ik mij doorheen gaan opgericht? Aber de Dievel, die proeft ons door een angst te brengen. Dat is dus, wanneer hij dus dat zo einfach in vergrijtensglas, dus dat zo ons dat verhaalt, dat we zullen dit kleine ding, dit ding, die krankheid, wat immer dat is, dat zullen we met een vergrijtensglas bezien, dat dat sehr viel groter zit als dat wirklich is. En dat wordt hij gleich te doen. Vielleicht hast du eine Angst, dass du nicht mal die Meier rüt wächst. Wenn wir haben nu al even Jahr, dass wir haben Restrictions gehad, und sagen sie, das meint uns Karafermühl bing, das meint unsere Hänge sollen angeschmerzt worden, und uns soll de Fiber getast worden, seien es wie in Sturen, in Restaurants, und so dort sollen angehen. Und vielleicht hast du eben eine Zeit so eine Angst gekriegt, dass die nicht mal mehr rüt gehen. Und vielleicht hast du auch den Virus oder hast auch die Krankheit gehabt. Vielleicht bist du krank gewesen. Und vielleicht hat dein Partner, deine Familie, irgendwer ist vielleicht auch krank gewesen. Aber erst einmal werden du auch Krankheiten. Oder werden du auch noch Menschen, die im Hospital haben, wegen verschiedenste Dinge. Und dort wird nicht alle bloß ab dort geschoben. Und vielleicht hat die dort so eine Angst gebracht, dass die nicht mehr rüt weiß. En dan moeten we einfach bloß 2 Timotheus 1 Vers 7. We moeten naar God zijn woord kijken. We moeten naar God kijken zijn wat zijn woord zegt. En hij zegt bloß einfach, dat en mij has keine Angst. En wer du Angst hat, dat kommt nicht von an. So dan weet we dat we dat moeten rütschuiven. En wenn wir in Epheser 6 lesen, du fing wie all die Gewehren, wat we kan brücken, zum all dat rütschuiven, wo wir dort kan rütbringen. En wenn wir dus dort so nur vertrauen, hast du Trouble mit Menschen zu vertrauen? Dat kommt auch nicht von Gott, wenn wir nicht ein Vertrauen haben auf Menschen, dann wollen wir, dass wir sollen du mit schaffen. Hast du Trouble, dass du nicht leiders eine Kirche vertrauen? Hast du ein Trouble, dass du nicht mal die Government leiders vertrauen? Und das ist in unserer Generation, in unserer
Tijd wo wir beim Leben, haben wir een sehr grote Trouble, dat wir nicht in Vertrauen so reich können haben, besonders auf das Government, wenn so schief und so draal und so, aus der alle sein, dat wir sollen und nicht sollen, wat nicht mehr meist sein merkt, du kommt dort du verlierst wie den Vertrauen und dadurch verlieren wir den Vertrauen für andere Menschen, even für unsere Kirchenlehrer, kommt es darauf an, dass wir nicht uns vertrauen mehr auf die Sachen. Wir wollen nicht mehr, wem wir sollen vertrauen und wem nicht. Und das bringt uns eine Unsicherheit an. Die Unsicherheit bringt uns Dohl. Aber Gott sagt, vertraue auf mich. Sagt ihn Vertrauen auf mich, wenn Gott ändert keinmal. Gott, der bleibt immer durch. Sein Glauben, er bleibt durch. Sein Vertrauen, seine Life, der kann wir immer auf Vertrauen. So das ist ein Ding, wo wir kann auf Vertrauen sagen. Und auf sein Wort kann wir uns Vertrauen auf sagen. So, wenn wir dort tun, wenn wir am ganz Vertrauen, so ist ein kleines Kind, wenn dort, wo boven ist, in der Mama, der Papa, der sagt, hey, hübs rauf, ich will die catchen. Dat kind dat grabbelt fjärten nicht mot zweimal. Dat hübs drauf und dat jocht und dat lacht und dat jet dat so schön, der weet, nee, Mama und Papa wollen mich catchen. Da wir uns vertrauen, ob sie dort so ab Gott sagen, dat wir uns vertrauen können ganz ab am sagen. Und du sind so viel Bibelvers, wo du eine Bibel von reden, von Vertrauen. Besondere Psalmen und die Sprecher, die reden so sehr viel von Gott Vertrauen. König David, die ging durch so viel Trouble, aber er sagt immer, Gott, ich vertraue dir. Und dort wird er von dir und von mir auch wel. So ich merke die Mut. Sehe eine Bibel, wenn du eine Bibel lesen darfst und du dort wird Vertrauen magst und du dort setzt, dann teken die dort. Du wirst bald erstaunt sein, wie viel Mal dort eine Bibel abgenannt ist. Dort du Vertrauen, Gott Vertrauen, ab am sein Vertrauen sagen und was immer Umstände du bein bist. Das und dort dein Vertrauen wird ändern für deine Angst. Dat wird deine Angst verändern. So werden wir dort tun. Und das nächste ist Ongloowen. Wenn viele Menschen, wenn die würden sagen, andere Menschen würden zu dir sagen, hey, du hast Ongloowen, da würde ich vielleicht dort sehr verstritten, wenn ich sagen, no, ich sage dir Interesse, woher würde ich Ongloowen haben? Und aber das ist normal, wenn wir kleine Dinge irgendwo in Beten eine Fab haben, wo wir mit Ongloowen Trouble haben. Aber wenn die sagen, dass das normal ist, werden wir nicht dort trachlassen, aber werden wir mit den Ongloowen schaffen. So wenn wir sagen, du hast Vertrauen, dass Gott wird für ihn versorgen, dass die nicht dürfen hungrig gehen. Ab dort hast du ganz in Gott Vertrauen. Aber hast du in Gott Vertrauen, dass er dein Heiler ist? Und so steht so, du sind so viel Dinge, wer Gott ist, und dass du ihm wirklich vertrauen. Und besonders, wenn du Dinge abkommst, vertraue wir ihm wirklich ganz. So dann, wenn wir die einzelnen Dinge bekennen, dann ist uns doch gleich allmählich, dort wir irgendwo noch in 5 Jahren, wo wir an Ongloowen noch Trouble mit haben. So, in besonders in Markus 9, du dort so als die Geschichte von, wo Jesus diesen jungen heilen dort, und sein Dad wird mit ihm taub, und sein Dad sagt, hey, kannst du dem heilen? Der Junge kann ihm nicht heilen. Und dann sagt Jesus bloß, alles ist möglich für die, wer du glaubst. Und dann sagt der Vater bloß, ich glaube, aber halt mein Ongloowen. Sie du es dort so, er wisst dort, er sagt dort, er glaubt, aber er hat auch ein Ongloowen und dort mit was Jesus am halten soll. Und dort wird nicht, dass Jesus am nie ganz verschmieden und verdammt wird, wenn er dort ein Ongloowen hat, aber er kann am entgehen, er hält den Jungen. Und dort wird er auch wel haben, was wir sollen. Wenn uns glauben, der bringt uns betten Sorgen, der bringt uns von dort Gott Vertrauen weg, der bringt uns eine Angst nennen. Und dort ist alle
gedrusselt en verdrusselt. So, wanneer we eind met schaffen, we met dat andere ook. En wanneer we de nächste week in Jokdala kijken en wo de angst ben is, aber we immer kijken, dat du het Ongloowen en de Sorjen met aan. En dort is in Jesaja 41, Vers 10, du sagt dort, ha nicht Angst, wenn ich sie mit die. En dat wordt een groot verspreking wat God voor die en voor mij van jou ook heeft. Am Vertrauen. Johannes 14, Vers 1, du sagt, sorry nicht, glaub an Gott en glaub an mij. En dat is nog een verspreking. En wat Jesus zei dat, wie zal niet zijn, wie zal niet de angst hebben. Wenn als hij vom dood abgestoßen wird, dann kam hij zoveel meer. Wanneer hij naar de Jünger kwam, dat eerste wat hij zei, hat nicht Angst. Dat wird ihm so wichtig, dat de Jünger soll nicht in Angst haben, aber in Vertrauen haben ab ihm. En dat Vertrauen ab zijn woord. En waar we dort ook doen. We hebben de Sorgen, de Angst, den Vertrauen ab Gott zaten en den Glauben ook ab Gott zaten. Hatten gesehen den Tag en es jende Werk. Wat war hier?